Liebe Folline-Freunde und Freundinnen, willkommen zu der 158. Folge vom Folline-Podcast. In letzter Zeit haben wir es nicht so mit Folgennummer ansagen. Ja, die Zahlen werden einfach zu gross langsam. Und unsere Hirne nicht Hirne werden nicht grösser. Nein, aber wir sind da wieder in unserem Pflanzenstudio in Zürich und freut uns auf eine coole Folge. Wir haben verschiedene Themen für euch vorbereitet. Einerseits haben wir die Eishockey National League, wo jetzt ja bald in die Playoff-Phase geht. Die sogenannte schönste Phase vom Jahr, oder genau, schönste Zeit vom Jahr. Für Nicht-Fasnächtler. Genau, kann ich gerade sagen. Ja. Dann das zweite Thema ist einmal ein Update aus der Ruderwelt. Da haben wir den Kai, der uns ein paar Infos gibt, wie es jetzt so ist mit dem neuen Trainer. Und dann als Abschluss von der Top 3 haben wir noch die Velo-WM, wo ja vielleicht doch stattfindet. Und über das vielleicht haben wir kurz... vielleicht doch. Ja, sorry. Über das wollen wir auch noch kurz diskutieren. Und dann haben wir ja noch letztes Mal gesagt, dass wir eine geile Idee hatten, die wir zusammen diskutieren wollen. Und das ist nämlich Sportevents. Also unsere Bucketlist. Unsere Bucketlist von Sportevents. Und man muss ja sagen, sie ist ein bisschen eskaliert. Ja, es ist schwierig gewesen, Top 10 einzugrenzen. Beziehungsweise wir wollten ja ursprünglich mal 5 machen. Genau. Dann ist es Top 10 geworden und ich glaube, jeder von uns hat noch ein paar Honorable Mentions. Und von dem her, ich glaube... Es wird gut, wir haben genug. Wir haben genug zum Besprechen heute, ja. Ja, Oski, wie geht's dir? Wie haben wir es so die Woche sportlich gesehen? Ich weiss, du bist an der Fasnacht gewesen. Ja, 1% Recovery am nächsten Tag. Hat mir mein schönes neues Fitnessarmband. Über das reden wir dann ein anderes Mal noch. Ausser du kannst jetzt schon das Fazit ziehen. Ich kann ein erstes Zwischenfazit ziehen. Ich finde es sehr geil. Ich tue einfach viel bewusster Sport machen, seit ich das habe. Ja. Weil mir das ja so ein bisschen die Leitplanke vorgibt, wie hohe Belastungen dass ich eingehen soll. Und ja, entsprechend bin ich die letzten 2 Tage jetzt joggen. Zuerst einen Recovery Run, nach einem richtigen Run. Und André muss sagen, die saisonalen Depressionen sind wie verflogen mit dem frühlingshaften Wetter. Alter, nein, sag nicht. Es ist so schön, nach dem Arbeiten, draussen, während es noch hell ist, gut joggen. Ich muss gerade sagen, ich bin wirklich vor einer halben Stunde noch am Joggen gewesen. Ja, du hast mir noch einen Snap geschickt und ich so, wo bist du? Ja, der ist später gekommen, als ich eigentlich aufgenommen habe. Aber ich bin wirklich noch kurz joggen, weil ich dachte, hey, das Wetter ist so schön und ich bin ein anderer Mensch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich jetzt so hart auf die wärmeren Temperaturen. Klar, jetzt ist gerade mega eine schöne Woche. Ja. Yeah. Aber hey, das tut so gut und ich glaube auch euch da draussen, die gerne Sport machen, für uns die Tage geniessen es. Es ist wirklich mega cool. Ja, und ich weiss nicht, wie es dir geht. Der erste Run ist ein bisschen... Gut, ich nicht shaky, aber so ein bisschen, weißt, noch ein bisschen rostig gewesen. Bist du im Winter gehst nie? Ich bin schon ab und zu noch gegangen, aber mache natürlich viel, viel weniger Cardio als im Sommer. Ja. Und jetzt, aber der zweite Run ist dafür so locker flockig gegangen. Geil. Richtig geil gewesen. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich, dass jetzt langsam der Frühling kommt. Da kommen natürlich sicher dann auch mal die ersten Events von uns. Aber dazu werden wir später noch etwas sagen. Aber André, du hast vorher etwas angesprochen, die Fasnacht. Ja. Und ich habe 3 mega sympathische, nette Treffen gehabt mit Leuten, die unseren Podcast hören. Okay, cool. Mega cool gewesen. Also mit dem Ramon, der Ines und der Janine. Es klingt jetzt so, als hätte ich mir so 3 Namen aus dem Hut gezogen, weißt du? So, ja, aber also ich kann mir ein paar Namen kommen mir bekannt vor, aber ich kann es jetzt nicht einordnen, musst du schnell erzählen. Ja, nein, es war einfach mega cool gewesen. Wir werden ja immer mehr angesprochen auf dem Podcast. Darf man so sagen? Wir sind jetzt noch lange nicht irgendwie prominent oder so, aber so im Umfeld oder so im erweiterten Umfeld. In der Folline-Bubble. In der Folline-Bubble wird man halt immer wieder mal darauf angesprochen. Das ist mega cool gewesen, dass die einfach alle 3 unabhängig voneinander zu uns oder zu mir gekommen sind. Gesagt haben, hey, mega geiler Podcast, höre jede Folge und so. Und ich so, krass. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber mir macht es Druck. Ich bin dann immer so ein bisschen
gehemmt. Ich weiss wie nicht so, wie reagieren, weil ich bin, also weißt, ich denke mir dann auch so, wieso los ist der Scheiß eigentlich? Also weißt du, wir reden so viel Scheiße. Aber ja, offensichtlich kommt es gut. Also weißt du, da kickt das Imposter-Syndrom. Ja. Nein, ich weiss, was du meinst. Du hast so ein bisschen ein Ding, so ein bisschen, oh, ich wollte jetzt nicht arrogant sein und sagen, ja voll, ist gut, geiler Podcast, danke und so. Aber ich sage meistens, hey, merci vielmals, es freut mich mega, wenn ich so Rückmeldungen bekomme und wenn die Leute das hören. Und ja, also wir erzählen ja schon nicht nur Seich. Ja. Also, aber du hast auch halt einfach ein bisschen Erfahrung mit dem Rudern. Die Situation noch kennst. Ich bin halt völlig lost auf dieser Position. Stimmt, ich weiss, was du meinst. Ja, das ist wie dort, wo wir mal sind Paddel spielen und hat uns der End auch erkannt. Ja, stimmt, das war lustig. Ja, da bin ich auch überfordert gewesen. Ja, langsam können wir nicht mehr einfach so zu Zürich rumlaufen. Gefährlich, ja. Ja, gefährlich. Ja. Sonst? Was läuft sonst bei dir noch? Bei mir kann ich sagen, ich bin immer noch ein bisschen mein sportliches neue Ich am Finden. Im Moment ist wirklich so ein bisschen das Einzige, was mir wirklich Spass macht und ich kann so wirklich meine Gedanken loslassen, ist Skitour in den Bergen. Stimmt, so du warst ja unterwegs gewesen, oder? So schweizerisch wie es tönt, so ist es. Yeah. Es war verdammt geil gewesen. Wir waren auf dem Wetterhorn gewesen, mit dem Roman übrigens. Roman Rösli-Rudergott, ja. Roman Rösli-Rudergott. Und mit Vera, meiner Freundin. Und es war ein traumhaftes Wochenende gewesen. Wir waren in einem Biwak, wo es keine Heizung hat, keine Kochmöglichkeiten. Es war etwa -10 Grad gewesen, aber geil. Ja, das war ja eigentlich nicht das Schöne gewesen. Das Schöne war dann der warme Tag auf dem Gletscher im Schnee und dann am Schluss haben wir noch ein bisschen klettern. Dort vergesse ich wirklich momentan ein bisschen alles, was ich so ein bisschen früher im Rudern hatte. Ja, und ich glaube, jetzt, wenn der Sommer kommt und der Schnee geht, dann wird sich das ein bisschen transferieren. Hoffentlich noch jemand anders hin, ich weiss nicht wohin. Ja, kannst du ein Segelboot kaufen oder so. Ja, ich weiss es auch noch nicht. Aber auf jeden Fall, soweit geht es mir gut. Geil, ich versuche das Wetter zu geniessen, auch mit dem Joggen, ja. Joggen, Hassliebe, aber... Ja, es ist einfach so effizient, du kannst schnell gehen. Es ist ja so. Ich meine, ich habe schon ein paar Mal gedacht, wow, jetzt könnte ich im einen raus auf den See. Ja. Aber dann muss ich nachher das Ruderzeug packen, ich muss zuerst mal in den Seeclub fahren, dann muss ich das ganze Boot nehmen, bla bla bla. Und da hast du einfach, Joggen ist so... Sag Schuhe an, raus. Ja, es ist einfach so, darum Hassliebe. Ja, aber fantastisch, dann geht es uns ja beiden wunderbar. Würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Oder legen wir los mit dem ersten Thema. Du hast schon angekündigt, Play-In oder beziehungsweise Play-Off. Die Zeit geht ja jetzt los. Und ja, André, es gibt ein paar Sachen, die wir besprechen nach dieser Quali. Genau, vielleicht für die Play-Ins, das ist ja eher ein neues System, wo das ist jetzt, glaube ich, das 3. oder 4. Jahr, wo das so gespielt auch wird. Ich kann noch mal überlegen, wie jetzt das genau funktioniert. Ich wollte jetzt kein Halbwissen erzählen, darum frage ich jetzt dich, du noch mal schnell unseren lieben Hörerinnen und Hörern erklären, was Play-In ist. Also es geht übrigens um Eishockey. Genau, ja. Also Play-In ist ja das neue Format, das heisst, der 7. bis 10. spielen wie eine Miniserie auf 2 Spiele und die jeweiligen Gewinner kommen dann weiter und die spielen dann gegen den 1. und den 2. aus der Quali. Und dann ist es eigentlich wie so die normalen Playoffs? Dann geht es los mit den klassischen Playoffs ab Viertelfinale. Und ja, eben gestern haben ja Ambri Piotta und die Tigers schon mal vorgelegt. Genau, das ist, die haben ja jeweils gespielt gegen Kloten und Rappi. Ja. Und ja, mal schauen, was da noch rauskommt. Es wird dann spannend sein zu sehen, wie die Mannschaft sich dann schlägt gegen Lausanne und gegen Zürich. Aber zu dem kommen wir nachher noch. Aber ja, wenn wir bei Lausanne sind, André. Unerwartet. Also, man muss sagen, Lausanne hat Quali gewonnen. Sie haben jetzt nicht irgendwie einen gigantischen Vorsprung gehabt. Also sie haben 4 Punkte Vorsprung auf Zürich, 6 Punkte auf Bern, und nachher der Zug ist 9 Punkte hinten dran. Also von dem her nicht irgendwie mega krasser Punkterekord oder so, aber trotzdem, Lausanne ist für mich immer noch, auch ich sage es jedes Mal, wenn wir über Lausanne reden, immer noch die Mannschaft, die erst gerade aufgestiegen ist. Ja, vor 15 Jahren. Ja, aber es war einfach so,
Bro, Lausanne, ja. Aber die haben wirklich etwas richtig gemacht in den letzten paar Jahren, weil sie sind nämlich konstant jetzt immer wieder vorne dabei. Und von dem her, ich weiß nicht, ob es überraschend ist. Es ist immer noch überraschend, dass sie Quali-Sieger sind, aber es ist sicher nicht überraschend, dass sie vorne sind, oder? Das ist ja so, ja. Und man muss ja wirklich sagen, seit dem Abgang vom tschechischen Investor damals läuft es. Ja. Ist ein bisschen Stabilität im Club rum und ja, die welsche Revolution im Schweizer Eishockey geht weiter, nachdem Genf vor ein paar Jahren Meister wurde, nachdem Lausanne letztes Jahr das Final im 7. Spiel verloren hat. Ja, die holen auf, die Welschen. Zudem kann man aber auch sagen, es gibt jetzt zu den Welschen... Oder gerade Genf, ja. Genf oder auch Biel, wo ja so ein bisschen halb Welsch, halb Deutschschweiz ist. Die sind unerwartet schlecht gewesen. Also die zwei Teams sind ja nicht einmal in den Play-Ins, also sie spielen Play-Outs, oder? Nein, für die ist die Saison fertig. Ist es vorbei, sorry. Genau. Ja. Dafür spielt Lugano Stimmt. Play- Es gibt ja noch Playouts. zwei mehr, ja. Und das ist wirklich überraschend, weil Lugano, da wissen wir, da ist Geld vorhanden, da ist ein gutes Kader vorhanden, aber die haben es diese Saison wirklich nicht auf die Reihe gebracht. Also die haben ja schon länger den Wurm drin und ja, ich weiß wirklich nicht, was dort strukturell falsch läuft, aber irgendwie ist es einfach vielleicht zu warm dort unten und das Eis ist schlecht, oder? Ich glaube im Fall, das ist so eine Theorie, die ich habe, schon seit längerem, zu Lugano werden die Spieler einfach zu bequem. Okay. Weil das Leben zu schön ist dort unten. Ja, die Sonne scheint zu viel und dann chillst du ein bisschen mehr am See als auf dem Eis. Wie heisst der Kolumnist von Watson? Eismeister Zaug. Der schreibt ja immer Hockey unter Palmen. Ja, der Zaug, über den haben wir doch früher immer diskutiert. Gewettert, und ja, können wir jetzt sicher gewettert. mal wieder aufnehmen während der Playoff-Zeiten. Genau. Was man dafür kann sagen, dass es sehr umkämpft ist bei den Plätzen 7 bis 10. Ja, das haben wir schon besprochen. Ups, ja. Das habe ich wieder falsch abgelesen. Aber ich glaube, was wir sicher noch erwähnen können, ist Zug. Ja, schwierige Saison gewesen. Aber ich glaube, overall viel rausgeholt für die vielen Verletzten, die sie immer hatten. Und, ich glaube, es gibt nichts Schöneres aus Zuger Sicht als eine Serie gegen Davos. Ich meine, das ist der Erzfeind. Also es ist, aus irgendeinem komischen Grund ist Davos der Erzfeind. Es ist schon klar, dass Zug muss gegen Davos spielen und Bern muss gegen Fribourg spielen. Genau. Die zwei Viertelfinalserien sind schon klar. Und ja, du sagst es, HCD, ein riesen Club, eine riesen Mannschaft. Rekordmeister und sicher keine einfache Aufgabe für Zug im ersten Playoff, ja, in der ersten Playoff-Runde. Aber ich glaube... also es wird sicher kein 4-0 geben wie bei den letzten zwei Serien, aber wir können ja die Serien nachher tippen. Ja, genau. Aber ich freue mich eigentlich, es ist geil, es fängt gerade an. Es fängt gerade gegen den Hassgegner oder den Lieblingsgegner, es kommt darauf an, wie man es sieht. Ja. Und das Coole ist, das ermöglicht mir, dass ich nächste Woche mit dem Fadri Barandun, der ja auch schon mal bei uns Gast war, wo Engadiner ist und entsprechend Davos-Fan, kann ein Bier trinken. Und das Lustige ist, natürlich hat der Fadri mich ja auch gefragt, ob ich ein bisschen Zug um ein Bier zu trinken nach dem Match. Und wie es der Zufall will, bin ich an dem Tag oder an dem Wochenende genau in der Heimat vom Fadri, also im Engadin. Und wir tauschen also Platz und kann leider nicht bei euch sein, aber ich bin überzeugt, ihr werdet da mich gut vertreten. Ja, und ich bin überzeugt, du wirst auch eine gute Zeit haben im Engadin. Genau. Wollen wir noch schnell unsere Tipps von Anfang Saison anschauen? Genau, ja. Wir haben ja Anfang Saison gefunden, hey, look, wir müssen jetzt mal das tippen. Und dann können wir wirklich schauen, wie steht es um unsere Hockey-Expertise. Und André, ich muss sagen, so auf den ersten Blick, wenn ich die Tabelle anschaue, ich glaube, du hast gewonnen. Ja, ich sage, die Erika aus dem HR hat einfach wieder zugeschlagen. Also die noch das Tippspiel von der EM im Kopf haben, die wissen, ich schaue zwar nicht so viel Sport wie der Oski, aber habe jetzt in den letzten Jahren einfach manchmal ein bisschen mehr Glück gehabt, ich weiß es auch nicht. Aber ja, also ich bin auch nicht mega gut gewesen, aber vielleicht ein bisschen besser als ich, ja. Du hast vor allem ein bisschen reingeschissen, so bei
Ja, wo haben wir es? Ja, komm, gehen wir es doch schnell von hinten durch. Okay, gehen wir es durch. Ja, eben 14. Platz hat es ja in der Liga Ajoa gegeben. Du hast Ajoa gesagt, ich habe Ajoa gesagt. Das ist jetzt aber auch nicht so schwierig gewesen, ganz ehrlich. Da muss man jetzt wirklich sagen, okay, ja. Genau. Dann, 13. Platz war Lugano gewesen. Ich habe gesagt Lakers. Du hast gesagt Lakers, ich habe gesagt Kloten. Beide falsch. Die Lakers sind ja dann schlussendlich auf Platz 9 gewesen, Kloten auf Platz 7. Wirklich stark, für das erst das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist. Das dritte? Nein, das zweite, glaube ich. Von denen haben wir ja wirklich noch nie erwartet, dass sie jetzt auch finanziell mithalten können, aber irgendwie haben sie etwas richtig gemacht. Bekommen, ja. Dann hast du gesagt, Kloten auf dem 12. Platz. Sie haben es eben, wie gesagt, auf den 7. Platz geschafft. Ich habe gesagt Tigers. Die haben es auf den 8. Platz geschafft. Shoutout an dieser Stelle an Dario Allensbach, bester Mann. Genau. Und 11. Platz. Du hast Genf gesagt, krass. Ja, ich weiss nicht mehr nur genau. Nur eine Platzierung daneben, die sind ja nachher 12. geworden. Und letzte Saison sind sie immer noch im Finale? Nein. Das war Lausanne. Aber Halbfinale oder so. Aber sie sind nicht schlecht gewesen. Ich weiss nicht, das habe ich irgendwie gespürt. Ja, dort habe ich viele Punkte geholt. Du hast auf dem 11. Platz Ambri. Bist auch nicht weit daneben. Sie sind auf dem 10. gewesen, das ist okay. Kann man durchaus machen. Ja. Nachher der 10. Platz. Du hast Tigerli gesagt. Tigerli. Du hast Freiburg. Ich habe Freiburg gesagt. Ich habe wirklich gedacht... Also es hat ja auch lange so ausgesehen, diese Saison, dass ich recht hätte. Die haben ja erst am Schluss richtig aufgetragen. Und das ist ein putzengefährliches Team jetzt plötzlich. Seit der Raffi weiss, dass er wieder zurück auf den Zug geht, hat er plötzlich wieder Motivation gefasst. Und, ja, die haben sich dann mit dem Schlussspurt noch auf den direkten Platz gekämpft. Krass. Und ja. Dann sind wir beim 8. Platz, oder? Beim 9. haben wir beide Lugano gesagt. Beide Lugano, beide 4 daneben. Ja. Lugano war deutlich schlechter gewesen. 8. Platz habe ich gesagt Ambri. Auch nicht schlecht, 2 daneben. Ich habe gesagt Bern, dann bin ich 5 daneben. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Bern 3. wird. Ja, die bin ich sehr, sehr überrascht. Die haben wieder schnell den Riemen umgerissen nach ein paar wirklich schlechten Saisons. Seit der Marc Lüthi zurück ist. Der Patron. Ja. Das ist eiserne Hand. Es ist halt immer noch so in diesen Club, Fußballclub, Eishockey, eine starke Figur, die etwas richtig macht, kann vieles bewirken. Ja, ich glaube, Eishockey ist noch so die letzte Bastion vom Patriarchat. Gut. Dort funktioniert das noch. Schweizer Fußball aber auch noch ein bisschen, mit dem FCZ, mit Sion und all dem Zeug. Das stimmt, aber... Den 7. Platz haben wir... Du hast Lausanne gesagt. Das ist glaube ich, der... Das ist mein schlechtest, fast... Ja, das ist mein schlechtest. Ja, co-schlechtest, ja. Ja, Lausanne, ja. Lausanne. Ich habe Davos gesagt. Ja, 1 daneben. Ist okay. Ja, du hast Spiel gesagt. Sind wir beim 7., sorry. Ja. 4 daneben, nicht ideal. Damien Brunner zu wenig gespielt. Klar war, dass das Spiel nicht so performt, aber ja. Genau. 6. Platz hast du Bern gesagt. Du hast Davos gesagt. Du bist näher gewesen. Jetzt kommen wir langsam so ein bisschen in die Phase, wo wir beide ein bisschen besser geworden sind. Ausser du hast noch einen Bock drin. Ich habe einen grossen Bock drin. Du hast einen Bock drin, aber zu dem kommen wir noch. Jetzt 4. Platz. Nein, 5. Sorry. 5. Platz habe ich Biel. Ja, -6. Ja, 6. Aber das kann ich toppen, ich habe Genf -7. Okay. Genau, 5. Platz haben wir ja Davos, wo jetzt dann gegen Zug wird spielen, in Wirklichkeit. Dann 4. Platz habe ich gesagt Freiburg. Ich bin 2 daneben. Und du hast gesagt Lausanne. Ja. Du hast Lausanne ein bisschen besser eingeschätzt als ich. Ja, aber... Woran ist das gelegen? Weißt du das noch? Ja, einfach weil sie letztes Jahr schon im Finale waren. Eigentlich schon. Ich weiß nicht, was ich dort gedacht habe. Ja. Jetzt habe ich einen richtigen Bock geschossen auf dem 3. Das ist ja in echt eben Bern. Das habe ich Rappi gesagt, aber da mag ich mich erinnern, ich habe Rappi einfach irgendwo vergessen aufzusagen. Das kann gut sein, ja. Ich mag mich noch erinnern, ich habe Rappi irgendwo liegen. Und dann hast einfach dann... Und dann habe ich Rappi aufs 3 setzen und dann, das war bitter. Ja, so läuft es halt. Und ich habe gesagt, Davos. Krass, dass du so optimistisch warst bei Davos. Also ganz ehrlich, ich weiss nicht mehr, was ich mir dort damals für Gedanken gemacht habe, aber... Ich denke, Josh Holden jetzt, Trainer jetzt. Irgendwie so etwas. Ja, und dann ZSC habe ich auf dem 2. Richtig. Habe ich richtig Punktlandung. Dort hatte ich Zug gehabt.
Genau. Und dann auf dem 1 hatte ich den EVZ gehabt. Ja. Bin ich 3 daneben und du hast den ZSC gehabt. Bin ich 1 daneben. 1 daneben. Und von dem her würde ich sagen, ja. Ich glaube, du hast knapp gewonnen. Ja. Aber wir müssen festhalten... Pauline ist immer noch nicht das wahre Prognose... wie sagen wir? Orakel, nicht Mirakel. Ja, also Takeaway für euch, wenn wir etwas sagen, tun sie ein bisschen skeptisch hinterfragen. Ja, wir sollten uns vielleicht auch so einen Oktopus zulegen oder einen Schneck, der für uns Tipps macht. Das habe ich ja überlegt für die EM. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Dass wir so etwas mit einem Meerschweinchen oder so machen. Und das Lustige ist ja, dann hat es irgendwie Obi oder Lidl wirklich gemacht. Ja. Das ist geil. Oh Gott. Ja. Also, noch schnell zu dem Duell. Du hast schon gesagt, Zug Davos ist klar. Wer setzt sich dort durch? Also ich sage, es wird sehr knapp. Aha. Ich sage, es geht ins 7. Spiel. Ja. Und Zug wird dann aber knapp gewinnen. Einfach jetzt, das ist auch ein bisschen die Liebe für Zug. Aber ich denke, es wird sehr knapp. Gehe ich mit. Und auch in der Hoffnung, dass es Überspiele gibt, weil ich muss die hohe Saisonkarte noch ein bisschen ausholen. Ich bin diese Saison wirklich zu wenig schauen. Gut, ja, du wohnst auch nicht mehr zu Zug. Aber das ja. kommt dazu, ja. Und dann das andere Duell, das schon bekannt ist, Bern gegen Freiburg. Ja, ich glaube, Freiburg, die haben sehr viel Kraft verbraucht wahrscheinlich in den letzten paar Wochen. Klar, die haben einen Lauf, das weiss man, aber ich denke, Bern ist schon die erfahrenere Playoff-Mannschaft. Also dort gibt es ja, was sagen wir da? 4-1, 4-2. Krass, ich sage, es gibt ein 2-4. Ich sage, Freiburg hat Momentum. Ja. Okay, spannend. Ja. Gut. Ich sage, Freiburg setzt sich durch in dieser Serie. Einfach aus reinem Bauchgefühl und einfach, wie es jetzt gelaufen ist, Ende Saison. Ja. Auch wenn Bern eine sehr starke Saison gespielt hat. Dann, wer kommt noch in die Playoffs? Das ist eine gute Frage. Kloten gegen Tigers. Tigers haben ja gewonnen. Tigers haben jetzt gewonnen. Und lustigerweise hat Kloten alle 4 Duelle in der Quali gewonnen gegen Tigers. Aber Tigers hat jetzt das Play-in erstes Spiel gewonnen. Also ich denke, Kloten macht es. Kehren zu Zerino? Ich glaube, ja. Ja, das ist jetzt einfach ein Bauchgefühl. Das ist gut möglich. Ich sage, Tigers machen es. Gut, dann sind wir wieder gegeneinander. Das ist super. Und Rappi gegen Ambri, da bin ich auch beim Aussenseiter Ambri. Ich glaube, ich würde es Ambri mehr gönnen, aber ich habe das Gefühl, Rappi macht es. Rappi hat sich ja wirklich in den letzten Sekunden gerettet, weil alle Spiele von der Konstellation her genau so aufgegangen sind, dass sie noch reingerutscht sind. Krass. Von dem her, ich glaube, Ambri wird es machen. Und dann, unabhängig davon, ist ja Lausanne gegen das schlechtest klassierte Team. Also eins von Rappi oder Ambri. Genau. Dort ganz klar Lausanne. Wahrscheinlich schon. Also das ist so eine Serie, die Potenzial für einen Sweep, also ein klassisches 4-0. Ja, kann gut sein. Aber ich lasse mich gerne auch als Besseren belehren. Für Zug wäre es natürlich gut, wenn Lausanne rausfliegen, aber ich glaube nicht dran. Und was sehr geil wäre, Zürich-Kloten. Ja. Das wäre sick. Das wäre sehr geil. Sicher von der Stimmung her. Ja, obwohl, nein. Bern-Freiburg ist Zähringer Derby, Zug Davos ist Hass. Also ist eine Rivalität. Nein. Ist eine riesige Rivalität. Also die Stimmung wird dort auch gut sein. Ja, es gibt, es gibt gute Spiele. Es wär sicher geil, Zürich-Kloten, aber ich glaube auch Zürich Tigers, das Duell von der Katzen. Bei beiden würde sich Zürich durchsetzen. Ja, safe. Ziemlich klar, hätte ich gesagt. Also dann sind wir gleich bei 3 von 4 Serien. Ja, wie so oft sind wir meistens gleich. Aber ja, sehen, wie es. Verlasst euch nicht drauf, wir haben es euch gesagt. Schlönt keine Wette ab oder schliessen keine Wette ab aufgrund von unseren Aussagen. Wir übernehmen keine Verantwortung. Aber ja, wir freuen uns natürlich. Und was wir machen können, könnt ihr jetzt mitraten. In der Umfrage auf Spotify werden wir alle 8 Teams oder 8 mögliche Kombinationen drin haben. Und dann könnt ihr abstimmen, welche 4 Teams das Viertelfinale überstehen. Genau. Und dann können wir schauen, wer besser tippt. Die Vollinenhörer oder wir. Ja, und
jetzt wären wir durch mit dem Eishockey. Genau. Und wir gehen noch kurz Richtung Sommersport. Und zwar geht es wieder mal um Rudern. Für alle, länger nicht mehr das Thema gewesen, ja. ja, für alle da außen, die ursprünglich vom Rudern zum Podcast gekommen sind, für die ist es sicher ein kleiner Leckerbissen, würde ich jetzt mal sagen. Und für alle anderen kann es natürlich auch spannend sein, also bleibt dran. Und zwar habe ich heute Morgen mit dem Kai Schätzle reden. Er hat uns ja schon ein paar Mal gesagt, dass er gerne mal bei Volline dabei sein und zum Glück hat es jetzt endlich mal geklappt. Es hat geklappt. Er hat uns Auskunft gegeben über die aktuelle Situation im Ruderkader in Sarne. Es ist ja ein neuer Trainer gekommen. Das ganze Team hat gewechselt und auch die ganze Philosophie hat geändert. Und wenn euch das natürlich interessiert, dann ja, nicht weiterspulen, sondern jetzt dranbleiben. Und in dem Sinn würden wir übergeben zum Kai. Ja, lassen wir mal am Kai zu. Mit dem Gordon Blünare. Ja, safe, das klappt schon, aber es haben noch nicht alle abgestimmt. Ja. Also, bist du ready? Jawohl. Also. Ja, Kai, danke, dass du schnell Zeit genommen hast. Ich nehme an, du bist gerade in der Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Training. Erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir und wie läuft das Training? Ja, sehr schön, dass ich da mal bei euch vorbeischauen als wahrer Güsselschnätzer. Wir haben schon lange mal bei euch im Podcast dabei sein und endlich hat es mal geklappt. Wir Ja, tun mir uns geht's sehr gut. langsam annähern an euch. Ja, ist gut. Wir brauchen da schon eine Folge mit allen wahren Güsselschnätzer, eigentlich alle zusammen. Aber das können wir dann anders mal diskutieren. Genau. Ja, mir geht es sehr gut. Wie du eigentlich gesagt hast, bin ich jetzt in der Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Training. Heute Morgen haben wir ein grosses, langes Training auf dem Wasser gemacht. Und jetzt nachher gehen wir noch eine Runde joggen. Das ist auch ein bisschen etwas Neues. Okay, ja, Und das ist dann haben wirklich wir neu. noch ein kurzes Krafttraining, gerade nach dem Joggen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der heutige Tag. Okay. Und dir persönlich, wie bist du nach Olympia wieder in den Ruderbetrieb eingestartet? Wie hat sich das angefühlt und wo bist du jetzt im Vergleich zu vorher? Ja, also es ist nicht einfach gewesen, weil wir haben halt wirklich nach den Olympischen Spielen eigentlich eine recht lange Pause gehabt. Es war ja schön gewesen. Bin ich ein bisschen in die Ferien gegangen, auf Dubai, auf Mallorca und so. Und dann, etwa so nach 2 Monaten, hat sich dann das Studium wieder gestartet. Da habe ich wirklich im Studium recht vorwärts gegeben. Also ich habe 40 Credits gemacht. Das ist eigentlich etwa ein Umfang von 130%. Also Ja. habe ich wirklich den Fokus recht aufs Studium gelegt. Aber gleich probiert, ein-, zweimal am Tag trainieren, was auch gut funktioniert hat. Bin dann meistens mit dem Maurin irgendwie Leg Day, Pull Day Ja. und Push Day gemacht. Also recht viel Kraftraum gewesen. Und eigentlich auch recht selten rudern, also eigentlich gar nie. Und dann über Weihnachten ist da halt so ein bisschen die Prüfungsphase gewesen. Habe ich ein bisschen Skitour, ein bisschen Langlauf, ein bisschen mal etwas können machen, was halt einfach gerade Lust hatte, weil wir halt wie keinen Trainingsplan hatten. Und dann ab dem neuen Jahr hat es dann wieder angefangen mit Rudern in Sarne, was eigentlich auch gut war. Dann sind halt einfach noch die Prüfungen gewesen, haben wir dort ein bisschen müssen schauen, dass es gut aufgeht. Und dann sind wir noch ins Trainingslager gegangen. Was war das gewesen? Ende Januar. Ja. Ein dreiwöchiges Trainingslager, das war ein bisschen lang gewesen. Aber dann ist auch der neue Trainer schon gekommen, der Alexis Bisocon, oder ich weiß doch auch nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, kann leider nicht so gut Französisch. Also er Der hat sich ist dort ja. vorgestellt Ja. Erzähl, ja. und dann haben wir, er hat sich dort vorgestellt, 2 Tage, aber er hat dann halt noch nicht können kommen, weil er noch angestellt war in Frankreich. Aber er hat so ein bisschen von seiner Philosophie erzählt und auch so ein bisschen Planung für die nächsten Jahre, wie es aussieht. Und dann bin ich aber noch auf Amerika zu meinem Bruder gegangen, weil das habe ich eigentlich schon lange geplant gehabt. Und das Mhm. Trainingslager ist eher kurzfristig entstanden, wie so viele Semester meistens. Ja. Und jetzt haben wir 2 Wochen noch da trainiert, dann sind Indoors gewesen, letztes Wochenende. Und jetzt seit 2 Tagen sind wir jetzt wieder eigentlich voll da mit dem neuen Headcoach in Sarne am Trainieren. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht, ja. Okay, also du hast jetzt wirklich gerade ein bisschen alles zusammengefasst, wirklich gut, was in der letzten Zeit passiert ist. Wo du wieder auf Sarne gekommen bist, das Team hat sich auch doch ein bisschen verändert gehabt. Also ein paar haben aufgehört, ein paar machen weiter. Wie fühlen sich die Veränderungen für dich jetzt an? Also hast du das Gefühl, du bist fast ein bisschen allein jetzt so ohne die ganz Rasselbande oder ja, wie nimmst du das wahr?
Ja, der Begriff Beleise trifft sich eigentlich gar recht gut, weil wir sind dann wirklich am Januar wieder da gewesen und dann sind wir irgendwie am Morgen ins Warm-up gegangen und da sind plötzlich einfach irgendwie 6 Leute drinnen gestanden. Da hast du so gedacht, hey, irgendwie, wir Mhm. sind mehr als die Hälfte fehlt noch sozusagen, Ja, weil einfach niemand rum war und das ist irgendwie am Anfang halt schon ein bisschen komisch gewesen und auch ein bisschen langweilig sozusagen, ja, weil vorher dann sind wir halt wirklich eine coole, grosse Gruppe gewesen und jetzt ja. recht klein. Und dann, das ist eigentlich so ein bisschen am Anfang gewesen, aber nachher dann sind dann die RS-Leute, also die Spitzensport RS machen, sind eigentlich recht schnell dazugekommen und wir haben mit denen trainiert. Und dann ist eigentlich die Gruppe schon wieder recht gross geworden, Ja, aber es ist halt gleich, nicht mehr genau das gleiche wie vorher gewesen. ja. Okay, und so die Zeit ohne Trainer, also ohne Trainer, ja, ihr habt ja schon einen Trainer gehabt, aber keinen offiziellen Cheftrainer. Wie hast du dort geschaut, dass du eigentlich genug machst oder sozusagen das Richtige machst? Auch jetzt in der Zeit im Herbst, wo du eigentlich noch nie in Sarne gewesen bist, hast du einfach das gemacht, was dir Freude gemacht hat, oder hast du wirklich ein bisschen wie sagst du, ja, nach Prinzipien trainiert? Ja, ich bin eigentlich schon ein bisschen verloren gewesen. Ich habe auch nicht ganz gewusst, was machen. Ich habe mir auch mal überlegt, irgendwie in James, unserem Krafttrainer, zu schreiben vom Verband, ob er mir irgendetwas zusammenstellen kann. Er hat dann irgendetwas zusammengestellt, aber das hat mir auch nicht ganz so gepasst. Ich bin meistens einfach irgendwie 3 oder 4 Mal in der Woche mit dem Mauri ins Kraft, also go kraften. Aber Mhm. mehr dann so ein bisschen Bodybuilding-Style. Ja. Auch mit so ein bisschen Splitten, möglich Muskelgruppen splitten und dann einfach irgendwie 2 Stunden eine Muskelgruppe zerstören. Alter. Und dann Ruder und Ergometer habe ich eigentlich nicht viel gemacht, aber ich habe wirklich geschaut, dass ich gleich ein bisschen Ausdauer mache. Ich bin eben auch ein bisschen joggen. Dadurch Ergometer habe ich dann eigentlich so ab November wieder so klein angefangen. Das Ruderboot habe ich eigentlich nie angelenkt. Aber ja, es ist halt einfach so ein bisschen machen, was du willst, aber ich habe schon geschaut, dass ich fit bleibe und auch wieder Mhm. fit werde sozusagen. Und dann ab dem Januar haben wir dann auch wieder einen Trainingsplan gehabt, wo wir uns endlich daran richten können, dass Okay. wir auch wieder so ein bisschen zusammen trainieren und die richtige Struktur haben. Ja, und ich glaube, die grösste Veränderung, die es ja jetzt gegeben hat, wahrscheinlich zu früher, ist der neue Trainer, der Alexi. Du hast es schon angetönt. Er ist jetzt erst seit ein paar Tagen wirklich in Sarne mit euch tagtäglich unterwegs. Ja, erzähl mal ein bisschen, was ist er so für ein Typ? Vielleicht auch so der Unterschied zum grossen Ian Wright von vorher. Ja, was gibt es da zu erzählen? Ja, also wir haben ihn eben das erste Mal gesehen im Trainingslager dort in Gavirate. Da ist er einfach plötzlich am Abend reinzulaufen gekommen. Wir haben eigentlich erst am Morgen erfahren, wer der neue Trainer ist. Und am Ja. Abend ist er dann schon dort gestanden. Ist mit einem Lächeln reingekommen, was wir sonst nicht so können von den Trainern im Verband. Hat allen die Hand geschüttelt und gefragt, wie es einem geht und so. Hat Ganz sich recht komisch, ganz interessiert. komisch. Wir haben es schon ein bisschen, wir sind auch ein bisschen überrascht gewesen. Und dann an dem Abend hat er gerade eine Präsentation gehabt, so ein bisschen eben seine Philosophie, wie er so, dass seine Vergangenheit, was er alles gemacht hat, dass er eine Familie hat und dies Mhm. und das, wie die Situation gerade ist. Dann hat er auch Saisonplanung uns erklärt, wie er die ganze Saison jetzt wird aufstellen und aufbauen. Und auch nicht nur diese Saison, sondern eigentlich schon wirklich schon recht langfristig, auch über die nächsten Jahre, wie das Ganze so Mhm. aussieht. Und dann hat er eben leider wieder müssen gehen, aber er ist jetzt in 2 Tagen da, ist eben sehr engagiert, hat schon eine Wohnung in Wielen, in Sarne. Seine Okay, Familie ist krass. jetzt auch schon da hingekommen, Ja, hingezogen. Also, wenn du es vergleichst, unser alte Trainer hat eigentlich 3 Jahre in so einem schönen Zimmer im Ruderhotel gar nicht gewohnt. Vielleicht hast du Ruderhotel gar nicht, genau. ab und zu noch ein bisschen Besuch gemacht bei einer Krafttrainerin, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Das lassen wir so Aber stehen, ja. eben, er ist wirklich mega freundlich, interessiert, fragt immer nach, wie es Ja, einem geht und so, auch im Training, ob es gut ist, ob mhm. wir alles verstanden haben. Und eben du merkst, dass er freundlich ist und ein Okay, guter Mensch. Das hat man ja. vielleicht beim alten Trainer nicht so groß gestört. Ja, das ist so. Und jetzt so ein bisschen bezüglich Trainingsphilosophie. Also ich habe gehört, ihr macht prinzipiell nur 2 Trainings anstatt 3. Und auch das Ganze, sagst du, ist ein bisschen lockerer als jetzt früher beim Ian. Also ja, erzähl mal ein bisschen, wie ist so ein normaler Tag beim Alexi? Ja, kann ich halt noch nicht ganz so sagen, weil jetzt die letzten zwei Mhm. Wochen haben wir
zuerst vor 2 Wochen haben wir einen Ergotest gehabt, am Samstag auf 1500 Meter, also die neue olympische also Distanz sozusagen. Er hat Ja. schon mal schauen, wer wo wie es so ein bisschen steht. Also, du hast dort müssen schneller fahren als deine 2000er Pace. Ja, einfach so schnell wie es geht. Sie haben eigentlich gesagt, bestmöglich ist ein Split bis 1,5 schneller. Das hätte man eigentlich Okay. können. Vielleicht das sogar noch mehr. Aber wir Ja. sind halt ins kalte Wasser gerührt worden. Ja, Ich ja, hätte jetzt klar. gesagt, über Mitte hätte ich vielleicht noch ein bisschen schneller können fahren. Aber ja, es ist jetzt einfach mal gut gewesen. Und dann letzte Woche Mhm. haben wir halt auch nicht so viel Training gehabt, weil wir halt Swiss Rowing Indoors hatten am Wochenende. Darum jetzt eigentlich 2 lockere Wochen gehabt. Jetzt Ja. haben wir aber schon Trainingspläne für die nächsten 3 Wochen bekommen. Okay, das ist auch sehr Und speziell, hä? das ist auch etwas Neues. Und vielleicht jetzt einfach so ein bisschen kurz zusammengefasst, wie es jetzt ist zu Ja. vorher. Jetzt vielleicht so ganz einfach. Vorher sind es gewesen 2 bis 3 harte Trainings am Tag. Jetzt haben wir 2 bis 3 harte Trainings in der Woche. Ja. Und vorher dann jetzt auch vielleicht ein Recovery Day gegeben, einmal in der Woche oder was auch immer. Und jetzt haben wir Ja. nach einem langen Trainingsblock haben wir eine Recovery Week, also eine ganze Woche, Ah, wo wir was? uns können, erholen Alter! sozusagen. Aber das sind einfach Krass. 3 Mal, also jetzt über die ganze Saison dann. Ja. Aber jetzt, ja, wir haben jetzt ein bisschen einen neuen Rhythmus. Jetzt sind es auch 2 Training am Tag. Vorher dann haben wir meistens 3 gehabt. Jetzt am Morgen ist wirklich immer noch das lange Rudertraining, wie wir das jetzt, bis jetzt gehabt haben. Mhm. Dann jetzt 2 Mal in der Woche haben wir so ein Circuit, so ein Kraft-Ausdauer-Circuit, da haben wir jetzt gestern das Ja. erste Mal gehabt. Das ist schon auch sehr, sehr anstrengend, wenn da irgendwie 70 Wiederholungen musst squatten. Vor Ja. allem am Anfang, so die ersten 10 Wiederholungen mit so 50 Kilo, denkst du, voll easy und so. Aber dann Mhm. so nach 50 Wiederholungen denkst du, Ah, Scheiße, krass. ey. Fetzt schon Das ist schon, rein. schon grusig, ja. Also es sind wirklich eigentlich die 2 Circuit-Training, ist so ein bisschen der Fokus, dass das wirklich intensiv ist. Und dann am Samstag haben wir noch so das TPS. Das ist aber eigentlich auch noch eher human. Es ist 2 mal 2 Kilometer mit ein bisschen unterschiedlichen Schlagzahlen. Und Okay. beim Ian hätten wir sehr wahrscheinlich 10 mal 2 Kilometer gemacht. Der Italian Aber Job. ja, eben so ein bisschen vom Volumen her sehr wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber ich würde sagen, er hat auch gesagt, Qualität ist ihm halt wichtig, dass wir wirklich Ja. jedes Training können mit guter Qualität machen Mhm. und dann sich auch wieder können gut erholen, anstatt einfach möglichst viel Volumen und einfach machen, dass es gemacht ist, oder? Das Mhm. macht ja schon auch Sinn. Ja. Okay, also für mich klingt es jetzt so rein ansatzmäßig sehr vernünftig und gut. Wie ist es denn von der Ja. Boot her, wo ihr fahrt? Alle einer im Moment oder fahren ihr auch Mannschaftsboot? Also im Trainingslager in Gavirate sind wir so 2 Mal vielleicht Doppelvierer gefahren, aber jetzt sind wir alle wieder im Einer unterwegs. Mhm. Ähm, ja, im Einer und halt, ja, das ist halt einfach ein bisschen mein Bedenken, weil irgendwie so 5, 6 Wochen muss er dann schon mal ein Boot zusammensetzen und bis jetzt Ja. sind wir halt einfach alle im Einer unterwegs gewesen, aber Ja. das sehen wir dann, wie das zustande Okay. kommt, ja. Und er hat nicht gesagt, was für Boot er priorisiert. Weißt du, so, beim Ian haben wir ja gewusst, Viereroni ist sein Baby. Und er will Ja. das. Gibt es beim neuen Trainer auch? Also, er hat schon auch ein Baby. So, nämlich der leichte Zweier, der Pierre Asu und wie der andere Ja. geheißen. Von Der denen Pierre zeigt er Rouen. immer, Pierre Houin, von denen zeigt er immer so Trainingsdaten und so und findet sie richtig sexy. Wird Ja. fast ein bisschen geil, wenn er das Zeug zeigt. Aber Okay. das gibt es so jetzt leider nicht mehr. Aber so wie er gesagt hat, setzt er eigentlich eher auf Kleinboot, was ich jetzt nicht ganz verstehe. Mhm. Aber er hat einfach gesagt, das Einer-Ranking, denn wenn ein Einer 6 Sekunden schneller ist als der zweite Einer, würde der im Einer schicken, dann Zweier-Ranking, wenn ein Doppelzweier schneller ist, vier Ja. Sekunden als der zweitschnellste Doppelzweier, gibt es einen Doppelzweier. Ja. Und Vierer hat er gar nicht einmal so gross angesprochen. Aber Okay. wir haben ja nicht Ja, so gut. grosse Auswahl momentan und mit sehen es dann, weiß es Mhm. auch noch nicht Mhm. genau, wie es dann aussieht. Ja. Okay, ja, mega spannend. Vielleicht noch schnell auf das letzte Wochenende. Wie war es so für dich, gewesen, gegen den grossen Oli Zeidler zu fahren? An der Swiss Rowing Ja, Indoors? extrem motivierend, oder? Der Christian Stoffer hat ja gesagt, dann könnt ihr euch vergleichen, wie weit der Weg noch ist zum Olympiasieger, oder? Oi, Nein, natürlich okay. auf dem Ergometer machst du einfach dein Rennen, kannst dich gar nicht zu Mhm. viel fokussieren auf die anderen. Und wenn natürlich der Oli Zeidler auf die ersten 500 Meter schon 1,22 zieht, dann bist du da schnell Alter. mal irgendwie 50, 60 Meter hin und dann Ja. spielt es eh nicht mehr so eine grosse Rolle. Mhm. Aber bist du zufrieden mit deiner Leistung? Würdest du schon sagen, oder?
Ja, ich bin eigentlich recht zufrieden für eigentlich den Trainingsaufwand, den ich jetzt über den Herbst und jetzt die ersten paar Monate im Jahr gemacht habe. Bin ich jetzt eigentlich mit meinen 5,53 eigentlich fast an meiner PB, Bestzeit sozusagen von Mhm. letztes Jahr. Und das an den Darum würde ich Indoors. sagen, und das sind Indoors, darum würde ich sagen, eigentlich momentan recht gut. Jetzt halt mal schauen, wie halt der neue Trainingsreiz jetzt vom neuen Trainer mit diesen Circuit Mhm. und mit dem Mhm. Ganzen jetzt über die nächste Zeit sich auszahlt, ja. Ja, okay. Und so ein bisschen die nächsten paar Monate, wie sehen die jetzt aus für euch? Was hat es da noch so wichtige Punkte drin, bis dann der erste Wettkampf ist? Ja, jetzt haben wir wirklich 2 Trainingswochen, die recht intensiv sind, laut unserem neuen Trainer. Wenn man es halt vergleicht mit dem alten Trainingsplan, ist es noch recht human, aber es ist schon Ja. streng, wenn man es richtig macht. Mhm. Und dann haben wir eine Woche ein bisschen lockerer und dann kommt nochmal eine Langstrecke in Mühlhaus, was natürlich wieder eine Ah, sehr grosse schön, Freude ist ja. und immer Ja. sehr schön dort der Tagesausflug. Vielleicht noch die Ah, leckere Wurst nach dem Rennen ist vielleicht noch das einzige Vergnügen oder mehr der Ausflug in McDonald's. ja, das kommt gut. Und nachher dann geht es noch ein paar Wochen und dann wäre eigentlich Piedi Luco, die Ah, internationale ja. Regatta. Ja, Aber die ist, glaube ich, irgendwie abgesagt, habe ich gehört. okay. Weil die dort irgendwie am Umbauen sind, die Regattastrecke oder die Infrastruktur, und sie wollen nicht die Umbauten unterbrechen. Darum Mhm. ist das noch ein bisschen offen. Und nachher dann, was ist das? Datum weiß ich jetzt nicht, in Ja. irgendwie 6, 7 Wochen sind dann mal Trials, wo wir mal unsere Boote ausfahren, wer in welchem Boot nachher dann an der Europameisterschaft an den Start geht. Mhm. Mhm. Und nachher dann geht es ja eigentlich zackig, dann ist die Europameisterschaft, 2 Wochen später erste Weltcup, zwei Ja. Wochen später Luzern, eine Woche später SM und dann haben wir die riesen Lücke, bis nachher dann Ende September Boah. Weltmeisterschaften sind. Ja, Und das das ist ist dann ein das ist bisschen von der Planung Scheiß. her schon recht scheiße, aber ja, du. Okay. Ja, also für mich klingt es mal sehr positiv. So ein bisschen, also mich hat es ja selber auch sehr Wunder genommen, darum habe ich dich gefragt, ob du uns ein bisschen erzählen würdest. Und ja, wir also, würden einfach mal sagen, ja, viel Erfolg in den nächsten paar Monaten und dann an den Trials und für den ersten Wettkampf. Und ja, danke, dass du bei uns im Podcast schnell vorbeigeschaut hast. Ja, danke auch. Hoffentlich ist es spannend gewesen und wir haben etwas lernen können. Genau. Nein, ist gut. Hey, also Kai, gute Trainings und wir hören uns bald wieder. Mach's gut. Ciao. Danke, tschüss. Ja, geiles Interview gewesen, André. Ja, ich habe mega Freude gehabt, weil für mich persönlich ist es natürlich auch mega spannend gewesen und das ist auch ein bisschen der Grund gewesen, wieso ich ihn jetzt mal kurzfristig angefragt habe, weil ich einfach selber gedacht habe, hey Junge, was läuft eigentlich in Sarne? Und ich bin sicher gewesen, dass auch andere ein bisschen Interesse daran gehabt haben und ich hoffe, es ist cool gewesen. Und schlussendlich, wir haben ja immer noch den inoffiziellen Auftrag, dass wir der Schweizer Ruderverbandspodcast sind. Also wir müssen ja da ab und zu einfach auch aus historischen Gründen und wie der Podcast gewachsen ist, immer mal wieder einen Blick drauf werfen. Von dem her, mega Genau. geil hat es geklappt. Geil hat es geklappt mit dem Kai, weil ja, der hat mir damals in Paris auch schon gesagt, hey, ich will mal zu euch und so. Ja, also man muss natürlich sagen, die Gruppe um den Kai, die sogenannten Güsselschnätzer, Ja. die haben ja schon lange mal als Gruppe bei Vollinen auftreten. Da müssen wir oder muss ich mir aber deutlich noch Gedanken machen, wie wir das genau würden machen, Ja, weil wir wollen keine Klage von Swiss Sports Integrity. ja, da müssen wir wirklich aufpassen und nein, aber es sind natürlich alles Nein, beste Männer. gute Typen und in dem Sinn würden wir Ruderer jetzt hinter uns lassen und doch nochmal zu einem anderen Sommersport schauen, und zwar zum Velofahren, wobei, wenn man sagt, dass jetzt schon eigentlich die Klassikersaison angefangen hat, es ist März, klar, das Wetter draussen ist langsam sommerlich, aber Anfangs März ist immer noch Winter und gleich fahren viele schon Velo und wir wollen aber aufs grosse Highlight von dieser Saison schauen, und zwar die Velo-WM, wo ja in Ruanda stattfinden sollte, und das ist Betonung auf Set, ja. das ist genau, wieso wir jetzt darüber reden wollen. Ja, also es sieht ja so aus, dass momentan die Politik wieder ein bisschen zwischenfunkt beim Sport. Ruanda ist ein Land in Zentralafrika und für die es nicht wissen, es gilt so ein bisschen als
die Schweiz von Afrika. Also es ist eigentlich der wachstumsstärkste und das modernste der modernste Staat von Afrika. Also wenn ihr Bilder seht von der Hauptstadt Kigali, dann ja, es sieht nicht anders aus als irgendeine Metropole im Westen. Und ja, Ruanda ist ein Land, die sind sehr stark verwickelt beim Thema Sportswashing, wenn man das so sagen will. Ist jetzt eben eine bisschen gewagte Aussage, weil wir können auch einfach sagen, sie benutzen den Sport als Plattform, zum was ja in einem gewissen Sinn auch normal ist, das haben wir schon immer gemacht. Und, genau. Aber ja, ihr kennt sie vielleicht als Ärmelsponsor von Arsenal oder von Bayern München. Also es ist kein unbekanntes Land. Aber das Land wäre der erste Austrager von einer Velo-WM auf dem afrikanischen Kontinent. Was ja eigentlich extrem bedeutend ist, wenn man bedenkt, dass auch erst letztes Jahr an der Tour de France der Binyam Girmay das erste Mal für den afrikanischen Kontinent eine Etappe gewonnen hat und dann sogar mehrere. Also der afrikanische Velosport ist wirklich am Aufkommen. Es hat eine riesige Begeisterung entfacht auf dem Kontinent und natürlich auch in den spezifischen Ländern selber. Und darum ist es jetzt auch ein grosses Thema. Und zwar ist jetzt eben das Problem, wieso man sich fragt, ob die WM dort stattfinden in Ruanda, dass Ruanda die M23-Miliz, die ja im Kongo, also in der Demokratischen Republik Kongo, die dort die Leute vertreiben und sie wollen Rohstoff sozusagen einnehmen. Und aufgrund von dem fragen sich jetzt verschiedene Länder, das EU-Parlament, aber auch die UCI, ob man die WM in Ruanda durchführen lassen. Genau. Also es hat ja letzte Woche schon die Tour du Ruanda gegeben. Das ist Teil des UCI-Kalender. Und es hat ja auch schon Teams gegeben, die sich zurückgezogen haben. Also Soudal Quickstep zum Beispiel. Ja. Und ja, der Grund dafür ist, dass die Strecke teilweise 10 Kilometer weit weg ist von diesen kontrollierten Gebieten. Und schon krass, niemand so richtig weiss, so, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, dort zu fahren. Und ja. Ich verstehe es, dass man ein Zeichen setzen will, dass das vielleicht nicht okay ist. Was ich aber umso krasser finde, ist, dass der UCI-Präsident David Lepartien, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es Schulfranzösisch noch, gesagt hat, dass es keinen Plan B gibt, also kein Verschiebungsort. Also wenn die WM nicht durchgeführt werden, dann gäbe es das Jahr einfach keine WM. Ja, weil lange ist ja im Raum gestanden, dass man in Aigle fährt, also in der Westschweiz, wo ja die UCI den Hauptsitz hat. Genau. Aber ja, scheinbar gibt es jetzt keine Alternative. Und das finde ich wirklich sehr krass, weil man muss nur mal daran denken, wie viele Leute oder wie viele Velofahrerinnen und Velofahrer den Fokus wirklich auf den Saisonhöhepunkt legen, wo ja eben im September stattfinden. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der nicht mehr wäre, dann würden sich ja die Priorisierungen total verändern und andere Events, sagen wir jetzt Tour de France oder ein Giro oder weiss ich was, würden plötzlich ganz eine andere Bedeutung erhalten, weil die Leute anders trainieren. Und das fände ich schon noch spannend. Ich weiss nicht, ein Pogacar, ja, wahrscheinlich hat er schon wieder den Anspruch, Weltmeister zu werden, aber es kann dann sein, dass er ohne WM sogar alle drei, Giro, Vuelta und Tour fährt, wenn die WM nicht stattfindet. Das ist natürlich eine Option und ja, für ihn wäre es natürlich auch noch cool, er müsste ohne den Titel zu verteidigen, oder er dürfte ohne den Titel zu verteidigen, das zweite Jahr wahrscheinlich dann im Regenbogen-Trikot fahren. Ja, ich meine, er ist der amtierende Weltmeister, wenn es keine Weltmeisterschaft gibt. Ja, du hast recht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dort UCI noch so eine Lösung findet, dass das nicht... Wie war es während Corona, weißt du das? Dort ist ja auch mal eine WM abgesagt worden. Boah, jetzt überfragst du mich, das weiss ich nicht. Vielleicht weiss das jemand da draussen, dann können sie uns schnell durchfunken. Genau, auf jeden Fall sehr ein wichtiges Thema, ob es jetzt wird stattfinden oder nicht. Und ja, man muss natürlich auch sagen, da haben wir wieder Sport und Politik, wo wir schon ein paar Mal gesagt haben, das gehört eigentlich nicht zusammen. Und gleich merkt man jetzt wieder, in der realen Welt kommt es einfach wieder aufeinander.
Jetzt persönlich deine Meinung, eine Bedeutung für den afrikanischen Kontinent ist unheimlich gross. Ja. Gleichzeitig ein Land, das fragwürdige Milizen unterstützt. Was würdest du jetzt krasser abwägen und sagen, ja oder nein? Also es wäre mega schade um die erste WM auf dem afrikanischen Kontinent. Ich glaube, wo wir mal sind, zu Nacht essen mit dem Andrin Gulich, haben wir ja mal gesagt, es wäre eigentlich noch ein geiler Trip. Ja, mega. Dorthin, die Velo-WM schauen. Ruanda ja sowieso auch bei mir auf der Bucketlist relativ weit oben. Und ja, ich glaube, dort wäre es mega schade. Andererseits muss man dann halt natürlich schon sagen, oberste Priorität von jedem sportlichen Wettkampf ist die Sicherheit. Und wenn die nicht gewährleistet ist, dann geht das nicht. Aber, jetzt kommt mein grosses Aber. Ich glaube, ein Land wie Ruanda, wo so fest Wert darauf legt, dass ihr Image mit Sport reinzuwaschen oder zumindest sich positiv zu positionieren. Ich wollte ihnen jetzt nicht per se Sportswashing vorwerfen, aber die und gleichzeitig die Milizen finanziert, die werden auch einen Weg finden, um die Sicherheit zu garantieren. Also ich bin sicher, da wird irgendein Unterhändler geschickt zu dieser Miliz, da wird so irgendein Pakt gemacht, gesagt, hey, look, wir unterstützen euch weiterhin, aber die Velo-WM bitte ignorieren. Oder wie siehst du es? Also ich finde, ja, man muss Druck aufsetzen gegenüber Ruanda, dass sie Veränderungen vornehmen, dass sie Sicherheit gewährleisten. Aber schlussendlich, mal abgesehen davon, dass sie Gewalt unterstützen, so viele andere Länder, die schon so viele grössere Events bekommen haben, haben das können durchführen. Wir hätten es nicht gegeben, sei es im Fußball, sei es Leichtathletik, Olympische Spiele. Also da gibt es tausendmal Schlimmeres. Klar, ich wollte jetzt nicht das verharmlosen, was im Kongo passiert, aber schlussendlich sind wir wieder beim Prinzip, wie es wirklich funktioniert. Das ist so, look, wenn das nicht, ja, ihr zahlt gut, let's go, wir machen es. Und auf der moralischen Sicht ist es fragwürdig, aber ich finde es schon wichtig, auch, dass der französische Kontinent. Gefährlich! Das habe ich jetzt nicht gesagt. Der afrikanische Kontinent. Ist das ein freudscher Versprecher gewesen? Dass der afrikanische Kontinent das bekommt. Und darum, ich persönlich würde da eben Druck aufsetzen, dass man etwas ändert, aber gleich schlussendlich würde ich es wahrscheinlich durchführen. Schau, ein guter alter Glatzkopf bei der FIFA würde jetzt sagen, der Sport ist ein Mittel zum Frieden. Genau. Und hoffen wir, das wird da auch so. Und wir behalten es im Auge. Wir werden sicher diesen Frühling dann auch noch über die Drahtklassiker reden. Und dort wird das Thema auch sicher wieder aktuell sein. Beziehungsweise wir wissen dann hoffentlich bald mal mehr. Genau. Übrigens, Mathieu van der Poel hat einen Klassiker gewonnen. Tadej Pogacar ja auch schon Tour de Emirates, nein, wie heisst es eigentlich? Emirates Tour gewonnen. Also die zwei sind on fire und da können wir uns wieder auf etwas Gespanntes parat machen bei den Frühjahrsklassikern, wo ja eben der Van der Poel vor allem auch stark ist. Ja, und so viel zum Velofahren. Und in dem Sinn würden wir noch zum Hauptthema, wo wir eventuell sogar noch auf die nächste Folge würden, aufsplitten. Und wir haben es angedeutet, es geht um unsere Top 10 Sportveranstaltungen, die auf unserer Bucketlist sind. Und beim Oski ist ja die Bucketlist ja wirklich so etwas, wo er wirklich fast so im Portemonnaie hat, wo er mit sich umtreibt und kann abkreuzeln, wenn er mal wieder etwas macht. Und trotzdem hat es doch noch ein paar Sachen drauf, wo ich denke, hey, wow, ja, das verwundert mich einerseits, dass du das noch nicht gesehen hast, aber irgendwie sind es auch doch die ganz, ganz grossen Sachen auf dieser Welt, die man im Sport kann sehen kann. Und wie wollen wir anfangen? Ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst mal durch unsere Honorable Mentions. Das sind die Sachen, die es nicht auf die Top 10 Liste geschafft haben, aber trotzdem etwas ist, wo wir gerne mal sehen würden. Genau. Und ja, eben
du hast es richtig gesagt, ich habe irgendwo durch das Privileg gehabt, in meinem Leben schon relativ viel zu sehen haben. Darum werden da auch ein paar Nischen-Sachen bei mir dabei sein. Aber das finde ich eben geil. Da merkt man, der Bursch weiss, von was er redet. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit Honorable Mentions. Du hast aufgeschrieben, Formel 1 Monaco. Genau, und da spezifisch Monaco, weil ja, das hat doch so etwas wirklich Traditionelles und etwas auch Fragwürdiges in so einer kleinen Stadt, so ein gigantisches Rennen durchzuführen, das ich wirklich gerne mal gesehen. Noch nie Formel 1 gesehen, du hast schon Formel 1 gesehen, darum bei dir auch nicht auf der Liste, soweit ich das gesehen habe. Nein, da hat es bei mir nicht auf die Liste geschafft. Werde ich diesen Sommer auch noch mal schauen. Auf Barcelona stimmt, genau. Ja, dann, von dem her ja, aber geil, finde ich geil. Ist bei mir auch mal im Raum gestanden, das auf die Liste zu nehmen. Habe ich dann aber sein lassen, weil ich... Ist, glaube ich, das teuerste, was man kann sehen. Es ist das teuerste und was dazu kommt, ich habe dann einfach so gedacht, rein vom Rennen her finde ich es langweilig. Okay. Darum ja, wenn ich würde gehen, dann wegen dem Ja. Event-Aspekt. Ja, genau. Ja, dann bei dir haben wir die Eishockey-WM. Genau. Ein Spiel. Noch nie gewesen, würde ich einfach gerne mal ein Spiel schauen. Muss nicht mal irgendwas grosses sein. Aber schon von der Schweiz? Schon von der Schweiz. Okay. Und wir haben ja nächstes Jahr das Glück, die WM findet in Zürich und in Lausanne. Oder in Zürich und in Freiburg. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, Stadt. Entsprechend ist es durchaus möglich, dass man nächstes Jahr vielleicht mal an einen Match gönnt. Was mich überrascht hat, ist, dass bei dir ein Fußball-WM-Spiel noch fehlt. Ja. Ich habe safe gedacht, du bist irgendwie in Deutschland gewesen, 2006. Nein. Oder ja, sonst war es halt nicht in der Nähe gewesen, aber EM bist du jetzt schon ein paar Mal gewesen. EM bin ich 2 Spiele geschaut und die WM fehlt. Ja, krass, und das würde ich wirklich gerne mal sehen. Die nächste Chance in Europa ist ja 2030. Da findet sie in Spanien, Portugal und Marokko statt. Mal schauen, weil ja, die nächste findet in Mexiko, Kanada und den USA statt. Und ja, das ist momentan ein bisschen heikel. Vielleicht ändert es sich ja noch. Genau, ja. Dann bei du hast über Tennis Grand Slam, habe ich auch auf der Liste. Aber ich habe spezifisch Roland Garros und Wimbledon. Hast du keine Präferenz? Ich habe keine Präferenz, weil es ist bei mir erstens nur bei den Honorable Mentions. Also es ist jetzt nicht das, was ich unbedingt machen will. Ja. Von dem her ist es mir eigentlich auch egal. Aber wenn ich jetzt wählen könnte, dann würde ich sicher Wimbledon oder so das US Open oder Australian Open, einfach weil es auch in einer geilen Stadt ist. Klar, die anderen sind auch in coolen Städten, aber genau. Ja, dann bei mir als nächstes, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon angesagt worden ist, aber zum Beispiel so einen Social Media gehypten Boxkampf zwischen, ich weiß nicht, ob jetzt der wirklich stattfindet, sagen wir jetzt mal McGregor gegen Jake Paul. Boah, wirklich? Ey, das würde ich mir jetzt einfach gönnen. Also, würdest du es dir gönnen wegen allem drum und dran. Nicht wegen dem sportlichen Kampf. Weil ich weiss genau, es ist so gescriptet. Ja, einfach wegen dem ganzen... Weißt du, kannst schon Wochen vorher, siehst es auf Insta, du kannst dich darauf freuen, es wird so aufgehypt und dann besteht, alle reden eine Woche lang darüber und du dann bist ist so... richtig... Kampf. Ja, egal. Ja. Genau. Bei dir als nächstes Winterolympiade. Ist Winterolympiade. Aber das... Werden wir gleich abhökeln. Von dem her einfach mal auf die Honorable Mentions genommen. Und dann habe ich noch Darts-WM. Das würde ich wirklich einfach gerne mal sehen, aus reinem persönlichen Interesse von mich verkleiden und Bier trinken. Ja, also eigentlich so ein Wochenende mit den Jungs. In London. Geile Zeit. Alle verkleidet, geile Zeit. Ja, gesehen ich. Gute Stimmung. Ja. Du hast noch Wrestling geschrieben. Ja gut, nach dem Social Media Boxkampf gesagt hast, verwundert mich Wrestling nicht. Aber, muss ich sagen, ist im Fall ultra geil, wenn du mal die Chance hast, in Mexiko Lucha Libre schauen. Okay. Das ist... da haben wir ja letzte, also die Freundin von, also eigentlich mein Schwager sozusagen, oder meine Schwägerin, wenn man das schon will, fixen. In Spee, ja. Die ist von Mexiko und sie haben mir das erzählt und jetzt kommt es mir in den Sinn, weil sie haben mir Videos so gezeigt. Es ist so geil. Ja, ich war einig gewesen. Ja. Also es sind ja eigentlich sowieso Power Rangers, genau, die gegeneinander kämpfen. Genau, und das ist ja auch gescriptet. Ja.
ultra witzig zum Zuschauen. Und eine geile Stimmung, weil es gibt dann so, wie so verschiedene Ränge im Stadion. Ja. Und zuoberst schockt der Pöbel, zuunterst VIPs quasi. So geil. Und dann wird von so oben, also wirklich so, nicht jugendfrei, von oben so runtergesungen. Ja. So, fickt eure Mütter dort unten. Und dann singen die von unten rauf. Und dann wirklich so unterste Schublade. Ja. Richtig witzig. Okay. Geiles Essen. Ja, also in dem Fall Wrestling oder Lucha Libre. Ja, dies nächste, was drauf ist, eben, wie schon gesagt, Roland Garros oder Wimbledon. Und als letztes noch bei Honorable Mentions, etwas, was du nachher auf der Liste hast, von dem her würde ich sagen, skippen wir das für den Moment. Gut, das behalten wir euch gespannt. Bei mir als letztes ist noch die Ski-WM oder ein Ski-Weltcup, was du gerade hast dürfen erleben. Würde ich glaube, dir ultra gefallen. Bro, das braucht es einfach in einem Leben von einem Schweizer, musst einfach mal ein Ski-WM oder ein Ski-Weltcup gesehen haben. Ja, unbedingt. Und das sagt ein Spanier. Das sagt ein Spanier, ja. Und ich glaube wirklich, dir würde das ums Verrecken gefallen. Okay. Du hättest so eine Freude. Also. Okay, ja, ich kann gut sein. Ja, das waren unsere Honorable Mentions gewesen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den Top 10. Und André, ich sehe bei dir auf dem 10. Platz Surf Challenge Nazaré. Du wolltest die grossen Wellen sehen. Ich wollte vor allem die wirklich krasse Szenerie sehen. So das ungeheuer Monster, die auf die kleinen Männchen zukommen und dann im besten Fall noch einen geilen wie sagst du dem, Ride vom Surfer. Bin ich überfragt. Ja, auf jeden Fall wirklich sportlich gesehen, auch sehr interessiert am Surfen, weil ich denke nicht, dass es einfach ist, aber auch natürlich die Naturgewalt und die Kombination von beidem mit dem Gefährlichen dahinter finde ich schon noch spannend, ja. Dort denke ich mir einfach jedes Mal, du bist ja auch schon mit mir am Atlantik gewesen, im Februar. Recht in der Nähe, nein. Ja, mehr oder an der gleichen Küste, ja, mehr oder weniger. Ja. Und die Wellen sind ja dort schon gross. Und du merkst dann erst, was das für Gewalten sind, die da einwirken. Und ich wollte mir nicht vorstellen, wie das ist in Nazaré, wo es den Swell gibt. Ja. Wenn das dann wirklich war. Also das muss ja ums Verrecken krass sein. Ja, das stimmt. Aber ja, absolute Psychos, die dort ins Darum, Wasser das gehen. ist meine Nummer 10. Geil. Bei dir Nummer 10 ist auch etwas auf dem Wasser. Ja. Ein bisschen weniger Wellen, kann auch sehr viele Wellen haben. Es sind auch schon Leute untergegangen. Und zwar geht es bei dir bei der Nummer 10 ums Boat Race. Lustig, dass du das geschrieben hast und nicht ich, weil ich es nämlich auch noch nie gesehen. Ich bin einfach schon mal am gleichen Ort oder schon ein paar Mal dort gerudert, habe viele Kollegen, die es schon gemacht haben. Was genau erwartest du, was würdest du erwarten, wenn du dort hingehst? Ich glaube, der Reiz an dem Ganzen für mich wäre der Volksfestcharakter, den das Ganze hat. Also, dass dann 500.000 Leute an der Themse stehen. Und ich habe das noch nie live geschaut, bis dann der Roman und der Barnabé damals bei uns im Podcast waren und dann das Rennen gefahren sind und dann gewonnen haben. Genau. Und dort habe ich gemerkt, okay, Rudern kann also auch spannend und entertaining. Es geht länger das Rennen, aber es ist doch ein bisschen spannender. Und ja, ich würde mich sehen, dort mit meinem Pims. Alter, es ist auch sehr geil, weil du bist mitten in London, du erlebst Kultur, du erlebst Sport. Nachher hast du noch einen geilen Abend vor dir, weil alle, die dort sind, gehen meistens an eine geile Party. Und ja, riesen Erlebnis, genau. Ja. Dann 9. Platz bei dir. Ja, die Ruder-WM auf dem Rotsee 2027. Sehr geil. Ganz klar auf der Bucketlist, weil erstens der Rotsee wahrscheinlich mein Lieblingssee ist. Erste Weltcup gewonnen dort? Ja, erste und einzige Weltcup gewonnen. Ah, ist der einzige? Fuck. Ja gut, nachher... Egal. Ja, also... Ja. Du musst mal einen gewinnen, oder? Also, und dann, ist es einfach etwas mega Spezielles. Und ich glaube auch einfach so ein bisschen alle wieder zu sehen. Und ich hoffe, dass ich bis dann wirklich so ein bisschen meinen Platz gefunden habe in der Welt des Sports und ich das mit wir müssen immer noch mit dem Team reden, dass wir den alternativen Audio-Stream machen können. Genau. Das schaffen wir schon. Der gefährliches Halbwissen
verbreitet dafür entertaining as fuck ist. Genau, ich gehe ja mit ihm zusammen auch an Junggesellenabschied vom Roman. Sehr geil. Und dann tue ich ihn ein bisschen bearbeiten. Geil. Genau. Bei dir auf dem 9. haben wir etwas, ja, würde ich sagen, nicht nischenhaftes, weil wenn man es sieht, dann hat es auch mehrere Tausend, 10'000 Leute, glaube ich, bis zu 35'000, 40'000 Leute. Mehr? Mehr, teilweise 100'000. Das Also. sind ja die Spiele, die wirklich mehr Zuschauer anlocken als in der professionellen Liga. Das Trade ist von American Football, aber auf College-Level. Sehr geil. Sehr geil, weil so ein bisschen das Blue Mountain State Feeling, Alter, das ist so ein bisschen das. Ja. Mit dem sind wir ein bisschen aufgewachsen. Ja, und ich glaube, mein Insta-Feed ist auch so ein bisschen sozialisiert darauf, mir die Sachen reinzuspielen. Ja. Also die geilen Intros, wenn die ins Stadion reinlaufen und das Ja. ganze Stadion mit so Tüchern und so. Mhm. Das ist ganz krass. Ja, das ist mein Platz 9. Sehr geil. Mein Platz 8, ja, geht wieder ums Rudern. Olympische Spiele. Und das habe ich vorher zu dir gesagt, das ist eigentlich lustig, weil, als ich das aufgeschrieben habe, der Ruderwettkampf an den Olympischen Spielen mal schauen, ist so ein bisschen wie, wieso schreibe ich das eigentlich auf? Ich kenne das ja. Ja. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, nein, Brudi, du kennst es nicht. Du hast einfach jetzt 15 Jahre lang dir das so oft vorgestellt, dass du eigentlich das Gefühl hast, du weißt genau, wie es ist, aber in Wahrheit hast du das noch nie gesehen. Und darum ist das bei mir das 8. Eben sagen wir jetzt mehr mit Kollegen nochmal einen Ruderwettkampf schauen. Du hast es schon gemacht in Paris. Ist geil gewesen, ja. Sehr geil gewesen. Und darum, ja, mein Nummer 8. Verstehe ich. Sehr geil. Bei dir ist es Die Rallye Monte Carlo. sehr, sehr geil. Und das ist mein Insta-Feed, Alter. Ja, wenn Rallye. sie so mit den Petarden, wow, Genau. so Bengalos an der Strecke stehen, es ist dunkel, die Fahrer sehen nichts und die Rallye-Autos heizen dort rauf. Das ist wirklich etwas, wo ich auch sehr gerne würde sehen. Jetzt kommt mir übrigens noch etwas in den Sinn, wo ich hätte drauf tun können. Was wär's? Kannst ja das als Honorable Mention drauf tun. Ist Isle of Man. TT. TT mit den TÜV, wirklich kriminell, Absolute Selbstmord Psychos. gefördert. Ja. Stirbt Ähm, jedes Jahr mindestens einer. Genau, also von dem her eigentlich nicht schön, weil du wirst meistens einen Toten sehen. Aber die Vorstellung, wie die mit 250, 300 km pro Stunde auf einer Landstraße rumfahren, muss krass sein. Und nehme ich noch meine Honorable Mentions, genau. Sehr geil. Dann, Ja. 7. Platz. Hättest du dieses Jahr die Chance gehabt? Ich hätte schauen können, ich hätte sogar aufs Boot raus. Es geht um den America's Cup. Unsere Kollegen von Alinghi sind ja nicht so erfolgreich gewesen, wie sie sich erhofft haben. Und trotzdem wäre es sicher spannend gewesen, dort in Barcelona zu schauen. Wie gesagt, der Nico hat mich sogar eingeladen gehabt, aufs Boot raus zu schauen. Es hatte dann immer wieder so Zuschauerboot gehabt. Aber ich weiß gar nicht, was der Grund war, aber ich glaube, ich war in der Ferien gewesen. Ja, auf jeden Fall immer noch auf der Bucketlist. Auch einfach Barcelona, geile Stadt und eben alles drum und dran. Da könntest du auch wieder gut essen, ein kleiner Ausgang. Ja, sehr geil. Dann, bei mir geht es ein bisschen ums Wasser in den letzten paar Mal und bei dir geht es ein bisschen um die Straße und um Motoren. Das ist es so. Bei mir ist auf Platz 7? Nein, 6, sorry. Nein, 7. 7, sorry. Die Indy 500. Ich habe vor ein paar Jahren, während Corona war es, angefangen IndyCar zu schauen. Das ist so der amerikanische Bruder von der Formel 1. Also die Autos sehen relativ ähnlich aus. Fahren zum Teil auf normalen Rennstrecken, aber auch im Oval. Ja. Und Indy 500 ist ja zusammen mit Monaco und Le Mans Teil von der Triple Crown. Ja. Und ja, eben eines der berühmtesten Rennen, die es gibt. Und ich würde mir einfach so gerne mal so eine richtige Ami-Veranstaltung Eben, das wollte ich anschauen. jetzt gerade sagen. Ich meine, es gibt viele Sachen, die mit Amerika verbunden werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob es etwas Amerikanischeres gibt, als so ein IndyCar, Höchstens der gut, Super Bowl NASCAR oder und so. NASCAR. Das wäre wahrscheinlich... Also Daytona Gut, es 500 wäre vielleicht nochmal eine Spur mehr Redneck. Bro, wo wir im Trainingslager waren in Tennessee, Ja, haben wir ja Car Demolition und Rodeo geschaut. geil. Und das ist, okay, jetzt muss Sehr- ich vielleicht ein bisschen überlegen, was jetzt Aber amerikanischer so als ist. amerikanischer Grosses-Event Genau. ist das wahrscheinlich neben dem Super Weltbekannte Bowl grosse Event. das amerikanischste, was es gibt. Ja. Mhm. Und ja, ich würde einfach mal gerne in so ein riesen Stadion mit 100'000 Leuten
Autos, die mit 380 Sachen rumflitzen. Ist eigentlich Cars... Nein, ist Cars das basiert auf NASCAR. NASCAR? Ja. Okay. Aber ja, vom Prinzip her das Gleiche. Und einfach so, weißt du, so, dort steht, FA-18-Bomber fliegen über dich, Star Spangled, wie man die Hymne heisst, läuft. Oh. Nachher noch Gentleman. Ist das? Start your Ist es von dem, engines. oder? Ich weiß nicht, ob es von NASCAR oder von, Aber von IndyCar ist. es erinnert einem an das. Und weißt du, dann ist es so eine überdimensionierte Bucket mit so Chicken Wings an der Strecke. Hast so ein 1,5 Liter Cola. Ja. Ja. Ja, ich sehe es. Ja. Genau. Dann Platz 6 bei dir. Platz 6. Fuck, ist alles Wasser, Mann. Ich komme mir erst jetzt in den Sinn. Und zwar... Ja, du bist halt sozialisiert mit dem Wasser. Du bist aufgewachsen auf dem Wasser. Ist wirklich so. Und zwar... Ja, Platz 6 bei mir ist 44 West bei der Atlantic Challenge. Wirklich nicht einfach zum Zuschauen, weil sie ja grösstenteils allein sind, wenn sie über den Atlantik rudern werden, jetzt dann im nächsten Dezember. Und nichtsdestotrotz werde ich dort wahrscheinlich täglich am Live-Ticker sitzen und schauen, wo sie sind. Und dann vielleicht sogar auch in Antigua dabei sein, wenn es dann ankommt. Und das ist sicher, ja, das ist auf der Bucketlist zu 100%, ja. Ja, und stell dir vor, sie holen dann auch noch den Weltrekord. Das wäre natürlich ganz krass. Bro, der Weltrekord, muss ich wirklich sagen, weiß ich nicht. Also, es sind ja alles meine besten Kollegen und ich bin mir aber wirklich nicht sicher, ob sie den holen. Weil sie sind super, sie machen alles dafür, aber schlussendlich kommt es aufs Wetter drauf an. Ja gut, aber das haben sie auch immer selber gesagt. Also, Ja, ich sage nicht, dass sie einfach sagen, bla bla bla, wir holen den Weltrekord. ja, nein, aber, das ist uns bewusst, aber ich sage einfach, stell dir vor, stell dir kommen vor, an mit so einem Weltrekord. Ski, Bro. Genau. Genau. Wäre ein hohes Ding. Und wir müssen sie unbedingt wieder mal einladen. Es fehlen ja noch 2. Ja. Ja, dann müssen wir mal den Plan anschauen, den du und der Matthias zusammen gemacht haben. Da sind wir, glaube ich, schon hinten drin. Egal, wir ja. sind noch nicht hinten drin, wenn es um Top 10 geht. Mein 6. Platz. Die 24 Stunden von Le Mans. Ja, da sind wir es wieder. Ja. Du mit dem Wasser, ich mit dem Motorsport. Ist schon lange auf meiner Top 10 Liste gewesen. Seit der Fabio bei uns im Interview war, noch weiter oben. Sehr geil. Einfach so das, was er uns erzählt hat, dort, wo er da war, wie das so ist von der Stimmung her, wie das so ist von den Leuten her. Einfach wie gross das ist, also die Dimensionen von dem ganzen Event. Mega. Und dann natürlich auch einfach das Racing. Und ich glaube, Endurance Racing hat ein bisschen einen anderen Reiz als jetzt zum Beispiel Formel 1, wo es relativ kurze Rennen sind, aber auch da einfach so die Autos gesehen, umheizen, wirklich so der Sound, weil das sind noch Autos, die machen richtig geilen Sound. Ja. Ja, da würde ich mich sehen. Schaffst in einem Pflanzenbüro, wo die Luft besser machen und redest eigentlich nur von Motoren und von Diesel- und Benzinverbrauch auf deiner Bucketlist. Dualität vom Mann. Die Welt ist widersprüchlich. Ich sag's, der Sport ist widersprüchlich. Du kannst nicht Sportler oder Sportlerin sein, ohne irgendwie die Umwelt zu verschmutzen. Ich sage nicht, dass du es nicht probieren darfst, weil ich es eigentlich auch versucht. Aber grundsätzlich, wenn du reisen willst, wirst du nicht drum herumkommen. Ja, André, wir haben jetzt mal 5 Sachen genannt. Wir hätten noch mal 5 Sachen je. Wenn ich jetzt aber auf die Uhr schaue, wir sind schon weit über eine Stunde. Darum würde ich sagen, weißt du was? Tun wir einfach nächstes Mal die Liste fertig machen? Genau, nächstes Mal geht es um die Top 5 von der Bucketlist vom Oski und von mir, von unseren Top 10 Sportveranstaltungen. Freut euch drauf, es hat nochmal richtige Bretter, wenn man das so sagen darf, drunter. Und ja, sind gespannt, hören das nächste Mal wieder rein. Und in dem Sinn wären wir am Ende vom heutigen Podcast. Wenn ihr bis da dabei seid, merci vielmals. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Ja, darf ich da schnell eine Einwand machen? Ja, natürlich darfst du mein Outro unterbrechen. Ich habe da Data-Analyse angeschaltet und 75% von unseren regelmäßigen Hörern sind nicht abonniert. Darum, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn doch abonnieren.
Uns würde es mega helfen. Wir wären euch mega dankbar, weil wir dann einfach im Algorithmus weiter oben auftauchen, grösser werden und entsprechend dann auch bessere Gäste können einladen. Von dem her, danke vielmals. Macht das, hört auf den Oski. Hört aber nicht nur auf den Oski, wenn er sagt, dass er unseren Podcast abonnieren soll, sondern auch, wenn ich sage, hört jede Woche rein und gebt 5 Sterne. Dort sind wir nämlich auch schon länger am Stagnieren. Ja. 5 Sterne ist aber die einzige Bewertung, die ihr abgeben könnt. Genau. Und wir machen das Beste jede Woche. Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch auch noch auf Instagram. Da findet ihr uns unter vollrein_podcast. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss.